Merci, Herr Präsident. Den Text, den wir hier vierleihen, ist ein wichtiges Projekt am Kader vom Gesamtpakt für die Wirtschaft zu Lützeburg zu stabilisieren. Dafür werden wir noch mitstimmen. Durch die Amendementen, die am Verlauf von den zwei letzten Wochen beikommen sind, hat dieses Projekt auch einen gewissen Envergure gekriegt, die nötig ist, weil sonst hat diesen Text riskiert, für viele Unternehmen keine wirklich Hilfe durchzustellen. Durch die Amendementen ist notamment erstens der Champ d'Application erweitert gehen, auf alle guten Unternehmen in Europa d'Independenten. Zweitens sind durch das Amendementen verschiedene, schwerfälliger bürokratisch Hürden vereinfacht gehen. Drittens wird die Änderung von einem einzigen Wort den Charakter von der Hilfe komplett geändert. Während die Äden am Anfang nach recuperabel, also zu einem bestimmten Stichdatum fällig, so sind sie nur nach remboursable. Am Kommentar von Amendement ist den Unterschied ganz gut erklärt. Ich zitiere: En l'occurrence, on ne parle plus d'un prêt classique, mais d'une subvention en capital qui doit être remboursée en cas de meilleure fortune. Das impliziert eine meilleure fortune, also zukünftig Gewinner als Grundlage für den Remboursement. Damit hängt nicht mehr Damoklesschwert von der Faillite über den Unternehmen, die eventuell nicht direkt können zurückbezahlen. Viertens sind auch Telefon für Artisten und intermittente Spektakel an das Gesetzheimer drankommen, die auch direkt von der Aufso von öffentlichen Auftritten betroffen sind. Und ich meine, dass ein ganz rich Leute, die sich an den letzten Tagen und Wochen am Konfinement daheim müssen errichten, vielleicht bei uns aufgefallen ist, wie wichtig es ist, dass wir eine kulturelle Produktion haben, dass wir Filme haben, die ich gucken kann, dass es Musik gibt, die ich lauschen kann, und dass es Bücher gibt, die ich lesen kann. Und ich meine noch, dass die Mesuren, die die Regierung hier geholt hat, die ersten Mesuren richtig sind. An der Welt stellen sich für die Zukunft nach weiter Fragen, weil Veranstaltungen, die im Moment nicht konnten stattfinden, sind teilweise reportiert gehen, ob es späteren Datum, aber wo möglicherweise verschiedene Artisten auch schon blockiert hatten für andere Produktionen, der Tisch bleibt, aber beim Ausfall und muss ich natürlich sich auch überlegen oder vorstellen, wie weit es an dem kultureller Produktion rum zum Business as usual kann übergehen, natürlich zu einer normaler Produktion, das ist am Moment auch noch nicht absehbar, sodass es nicht auszuschließen ist, dass die Regierung auch an diesem Bereich nach ein Jahr später hin noch besser muss. Herr Präsident, wir begrüßen die Reaktivität von der Regierung auf diesen Fragen, die relativ schnell gehandelt wird. Wir hoffen dann aber auch, dass die Äden möglichst unkompliziert und flexibel werden akkordiert gehen und nicht zu einem bürokratischen Stau wird kommen. Uns liegt für allem Herz, den Tissu ökonomik von den kleinen und mittleren Betrieben zu erhalten, die den Gros von den Arbeitsplätzen hier am Land stellen. Das Krise darf weder zu Massenarbeitslosigkeit feiern, noch zu einer Zuchtselektion naturell, wo du nur just nach die großen Botten mit finanziellen Reserven evaluieren können, und das weder auf nationalem wie auch auf internationalem Plan. Auch wenn man angesehen, dass die Regierung en Urgence handeln, hat man es aber vielleicht ein mehr differenziert Approach gewünscht. Die Situation von den einzelnen Betrieben und Sektoren ist ganz unterschiedlich, und dafür muss die Antwort auch nuanciert sein. Ein Handwerksbetrieb, den zum Beispiel Renovationen bei Leuten daheim möchte, kann damit rechnen, dass der Mann sich während der Krise ausstaut und dass hiermit nur der Krise nicht wird und Aufträge fehlen. Für so Unternehmen ist es vielleicht nicht gerade so schwer, die Äden später zurückzubezahlen. Bei anderen Sektoren ist das aber nicht unbedingt der Fall. Kaffeen werden zwar just nur im Konfinement mit großer Wahrscheinlichkeit einen gewissen Aussturm haben, aber das wird sich nur pur alle Niveau abhandeln. Ein anderes Beispiel ist den Coiffeur, den nur der Krise seine Chiffre d'affaires nicht wert können, substanziell erheben. Für diese Sektoren sind die langen Wochen von der Krise ein Totalausfall. Also sie werden Probleme kriegen, die helfen, später zurückzubezahlen.
Die Hilfen werden dann über länger Zeit Bücher belaschten, am möglicherweise sogar einen negativen Einfluss auf die Entwicklung von den Salären von den Arbeitern haben. Neben den Äden von diesem Projekt sind dafür gezielte Subventionen für kleine, besonders vulnerable Betriebe ganz wichtig. Die Direkthilfe von 5.000 € für kleine Betriebe ist ein erster Schritt, den wir auch begrüßen. Aber das wird in ganz vielen Fällen nicht durchgehen, zumal wenn sich die aktuelle Situation entlang zieht, aber wenn die Dauer Loyeren müssen bezahlt gehen. Und ich muss sagen, ich kenne relativ wenig Leute mit ganz kleinen Pensionen, die über Geschäftslokale verfügen, und damit hier kleine Pensionen abbessern. Ich denke echter, dass sich hier eine Unhefung von Kapital und Revenuen zusammenkommt, die auch einem solidarischen Akt, der von jedem verlangt, müsste erlöst gehen, und damit unterscheide ich mich auch von dem, was mein Vierredner gesagt wird. Es muss Ihnen aufpassen, dass verschiedene Betriebe nicht durchs Netz rutschen. Ich denke da zum Beispiel an kleine, junge Unternehmen, die gerade recht angefangen haben. Aber wieso noch kein Schwarz-Zöllen konnte schreiben, wo da doch geplant wäre, dass sie an den ersten Jahren eventuell noch kein Schwarz-Zöllen schreiben konnten. Und das ist für euch schon so erstaunlich, dass gerade diese Regierung, die so wollte, eine Start-up-Nation gehen, gerade für das Kleinbetriebe bald keine Hilfen vorgesehen hat. Ich denke aber auch an Betriebe, die schon vor der Krise finanzielle Limit geschafft haben, und die riskieren, die Coup de Grâce zu kriegen, obwohl sie eventuell hätte können, die Situation redressieren. Wir fordern durch die Regierung ab, an nur den ersten Maßnahmen die Situation genau am Ernst zu behalten, und gegebenenfalls flexibel notzubessern, und ihre Ambitionen nach zu erhöhen. Ganz allgemein muss die Regel gelten, dass kein Betrieb, der unverschuldet durch die Corona-Krise an Faillitt getrieben gehen. Ja, vielleicht wird der Staat nicht können, alle Unternehmen retten, wir müssen es auf alle Fälle probieren, aber wir meinen, dass der Zeit noch lang noch nicht durchgeht. Herr Präsident, die finanzielle Situation von unserem Staat ist mehr wie gesund. Und das ist wirklich nicht der Moment für knickig zu sehen. Das ist 1000-mal besser, durch nur 10% mehr Staatsschuld zu haben, wie 10% mehr Chômage. Wir sind mitten an der Krise, obwohl nach viel lang Dich vom Pigewäsch. Trotzdem will ich am Kontext von dieser Debatte ein paar wieder zum Abreg-Krise gesagt tun. Wir werden unweigerlich eine Staatsschuld müssen erheben, und das ist für uns auch kein Problem. Wir hoffen, dass du no kein Heibannen, ob die Idee könnt, die katastrophale Rezepte vom letzten Abreg-Krise rauszupacken, nämlich Austeritätspolitik, Sozialaufbau, und Aufbau von öffentlichen Services. Wir brauchen nur den ersten Rettungsmesuren auch mehr prinzipielle Reflexionen über die Orientierung von unserer Wirtschaft. Gerade lo an der Krise sehen wir mehr deutlich, wie sonst, was an unserer Gesellschaft indispensabel ist, und was nicht. Wir sehen auch, dass weitreichende Veränderungen durchaus möglich sind, wenn sie als notwendig und als sinnvoll von der Bevölkerung unerkannt gehen. Dafür braucht man der Sortie der Krise auch eine mehr fundamentale Diskussion über die sozial-ökologische Transformation von unserer Ökonomie. Herr Präsident, zum Schluss will ich noch eine Message an diesem Kontext aber losgehen, etwas, was man wie ein Spann über die Leber gelang was, wie ich es gelesen habe. Während wir heute über das Gesetz aufstimmen, für die Wirtschaft für den Kollaps zu retten, das am ganzen Wert 300 Millionen kosten, die zu einem guten Deal werden rekuperiert gehen, hat die Regierung letzte Woche ein Gesetzesprojekt deposiert, den 180 Millionen Euro zusätzlich Militärausgabe vorgesagt. Ja, der Militärsatellit soll nicht mehr 170 Millionen Euro kosten, mehr 350. Also 180 Millionen mehr, die an Eisenbahn einfach zu Fenster rausgehalten gehen, die keine Arbeitsplätze retten oder schaffen. Da das für euch schon an normalen Zeiten unerträglich, mehr an der heutigen Situation noch viel mehr. Wir fordern die Regierung ab, direkt die Militärausgaben anzufrieren und endlich mit der extrem teuren Abrüstungspolitik zu brechen. Herr Präsident, für uns 10 Jahre sind mit Milliardenbeträgen Banken gerettet gehen,
An Rechnung zu bezuelen, kruten die Leute, die von ihrer Erbecht leben, währenddem sich anderer en gelle Nues verdient hun. Die schaffend Leute Huschermisse für die letzte Wirtschaftskrise blechen, die sie nicht verursacht hun. Das Keier als du eine brede Schöllerin für die Rechnung zu begleichen, das heißt Zeit, dass die Göllen Nuesen Lode Portemonnaie abmachen. Merci. Merci vielmals, Herr Baum. Nächster geschriebene Redner aus den honorablen Herr Span Clement. Herr Clement, die Wort.